Hallo zusammen! Vielleicht hast du meinen Film schon gesehen über das Fotografieren von Säublumen. Wenn nicht, empfehle ich dir den sehr empfehlen und dir ihn sehr gerne oben nochmal verlinken, weil es macht sicher Sinn, wenn du den zuerst siehst. Heute gibt es nur noch eine kleine Zusatzinformation, einfach noch ein paar Tipps und Tricks, die ich gemerkt habe und ein paar neue Bilder, die ich heute mache. Und ich zeige dir jetzt schnell den Aufbau, was ich anders gemacht habe und 2-3 Ideen, was du auch noch umsetzen könntest, damit auch deine Säublümli-Fotos perfekt werden. Viel Spaß beim Ausprobieren und nicht vergessen, diesen hier. Merci! Und hier siehst du schon den Aufbau von meinem Fotoprojekt. Als Hintergrund habe ich das mal nicht den Bildschirm gewählt, weil ich gerne einen schwarzen Hintergrund. Das geht am einfachsten mit einem schwarzen Papier, das ich hier hinten einfach mit einer Kartonkiste aufgestellt habe. Beim Aufstellen von Säublumen brauche ich so eine Bastelklammer. Das funktioniert wunderbar. Es kann eine Krokodilklemme sein oder du kannst es irgendwo in ein Glas reinstellen. Das ist alles möglich. Was ich gemacht habe, ist, ich habe geschaut, dass ich bei meinen Säublumen nur einzelne Sämli stehen. Und zwar habe ich geschaut, dass die möglichst so ein bisschen in einer Ebene sind. Nicht perfekt, aber beim Makrofotografieren ist immer die Gefahr, dass ich eigentlich eine geringe Schärfentiefe habe und je weiter die einzelnen Wassertröpfchen näher auseinander sind, je schwieriger wird es, dass alles scharf wird. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, aufpassen wegen der Spritze. Ich habe am Anfang eigentlich eine relativ grosse Spritze mit einer dicken Spitze gehabt und die Tröpfchen sind zu gross geworden. Auch mit der Pipette hat es nicht funktioniert. Jetzt habe ich neu eine kleinere Spritze mit sehr feinen Spitzen und da ist es problemlos gegangen, dass ich sehr klein und genau Tröpfchen platzieren konnte, sogar bei Sämli, die leicht seitlich sind. Also kleinere Spritze mit den LED-Lichtern, das funktioniert genau gleich wie letztes Mal. Die gewünschten Farben einstellen, die LED-Lichter platzieren, so dass es eine schöne Reflexion gibt in den Tröpfchen. Und nachher scharf stellen, das mache ich hier manuell. Das ist einfacher, aber man kann auch den Autofokus brauchen auf einen einzelnen Tropf. Und nachher geht es eigentlich nur noch darum, auszuprobieren. Richtig scharf stellen auf Tröpfchen im richtigen Moment, also abdrücken ist dann kein Problem. Die Kamera unbedingt auf das Stativ stellen, damit die Tröpfchen wirklich scharf sind. Ich habe die Kamera so eingestellt, dass ich sie auf manuellen Fokus eingestellt habe, was ich schon gesagt habe. Das Objektiv ist ebenfalls manuell einstellen. Kann ich aber auch Autofokus auf einzelne Tröpfchen, aber ich will wirklich im halb Millimeter Bereich genau arbeiten und darum manuell. Ja, manueller Fokus hier. Ich habe die Blende ziemlich stark geschlossen. Hier ist es eine Blende 13, damit ich eine größere Schärfentiefe habe. Die ISO habe ich fix auf 200 eingestellt, nicht ISO Automatik. Sonst ist die Gefahr, dass meine Bilder verrauscht werden, weil ich nicht wahnsinnig viel Licht habe mit diesen LEDs. Was ich nachher gemacht habe, ist, ich tue Belichtungszeit einstellen, so, bis es mir gefällt. Eher ein bisschen dunkel. Damit das Wasser nicht überbelichtet. Und nachher tue ich, wichtig ist auch noch, ich tue Selbstauslöser mit einer 2 Sekunden Verzögerung einstellen, damit ich beim Auslösen mit dem Finger, wenn es etwas wackelt, nicht das Bild verwackeln. Ich komme so jetzt auf eine 1/3 Sekunde Verschlusszeit mit dieser Belichtung. Das tue ich, wie gesagt, einfach anpassen, so dass mein Bild richtig belichtet ist, so wie es mir passt. Kamera ausrichten. Perfekt auf dem Stativ und dann geht es los. Und so kann ich anfangen experimentieren mit den richtigen von meinem LED mit verschiedenen Farben und was dabei rauskommt, hast du schon gesehen oder ich zeige dir ebenfalls nochmal ein paar weitere Beispiele von Bildern. Viel Spaß beim Ausprobieren, sehr einfach. Musst Gas geben, Säublumen werden langsam immer weniger und sonst warten bis nächsten Frühling, aber auch im Sommer findet man ja die eine oder andere. Ja, mach's gut, hab viel Spaß beim Fotografieren, genieße es und viel Erfolg. Merci fürs Zuschauen.